Willkommen zurück, Freunde, hier zu Super Mario Odyssey. Wir haben jetzt angeblich 250 Monde gesammelt und ja, sind damit wohl irgendwie in der Lage, frage mich nicht wie, aber auf die dunkle Seite des Mondes zu gelangen. Ja. The Dark Side of the Moon. Die Odyssee ist noch leistungsfähiger. Juhu! Jetzt können wir zur finsteren Seite fliegen. Damit sind wir jetzt auch offiziell echte Abenteurer. Ah, und das bisher war nichts da? Oder wie darf man das verstehen? Die finstere Seite, nicht die dunkle Seite. Nee, darf's nicht mehr sagen, ne? Ist ja jetzt die finstere Seite. Aber erstmal nur sagen, gehen wir ganz kurz die restlichen Mondkuben am Aktivieren. Nicht Monde sammeln und so etwas nach. Nee, einfach nur zum Aktivieren. Damit wir das zumindest... Was? War Mario Kart? Spielst du jetzt Mario oder was ist los? Mario Kart. Katschepölz von Mario Kart. Hat er Sehnsucht nach Mario Kart 9 oder was? Wer weiß, wer weiß. Küstenland, der Blubberstrand. So, und wo ist er hier? Wow, ernsthaft? Ich würde sagen, noch näher geht's wohl nicht, wa? Wuhi! Sind ja auch irgendwo Peach und Co. noch unterwegs oder sonst irgendetwas? Ne, ich bin auf Volleyball und... Okay, echte Menschen sind auch hier. Schön, ja, sind alle hochzufrieden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann, ja. Dran halten, nö, das geht nicht. Tatsache. Aber das geht immer. Mondquader. Activated. Neue Monde verteilt. Überall im Land. Oh ja, sind ein paar. Ja, also nach Monden kannst du ja nach Dumm und Dämlich suchen. Aber ich finde irgendwie, ja, generell so 250 ist doch eine schöne Zahl, wa? Das kann noch ein bisschen mehr als damals bei Galaxy 2. Galaxy 2, ach ja, ein grüner Stern noch, beziehungsweise ein grüner Stern, Quatsch. Auf der letzte. Nummer 241, ja, das ist ja noch ein Thema für sich. Sind bereits mal hier, dann ab ins Polarland. Gut, das ist irgendwann auf dem Mond, auf der hellen Seite des Mondes wird es sicher kein Mondquader geben, wäre ein bisschen crazy. Bei Bowser's Land vermutlich auch eher weniger, also sind es relativ wenige Level noch, wo wir die Mondquader aktivieren können. Und ganz ehrlich, die 2, 3 hier, also... Aber natürlich nur, dass der hier irgendwo in der Nähe ist. Jo. Hey, Kumpel. Finger so leicht. Ich sage Schnauzer. Der Hund weiß noch gar nichts. Faszinierend. Au. Und wir wollen sein Eiswasser noch. Und da ist noch ein Durchgang. Wow. Wunderschön. Ja, natürlich gibt es hier direkt 2 Stück oder was?
Waren wir hier schon mal? Nee, das war jetzt nicht so mein Plan, ne? Der ist in der geheimen Rennpiste, ja, Mann. Naja, komm, also war damals schon recht lustig hier. Schlotter Grand Prix, Schneewärmpiste, Klasse A. Oh je. Wie der einzige mit Bart. Und Schnauze wohlgemerkt, wa? Oh, die sind nicht schlecht. Zwei von drei. Wow, ihr sollt ein bisschen schneller vorwärts kommen, nicht immer. Ja, okay. Ja, ist schon ein bisschen her, das letzte Mal. Gut, das letzte Mal war es wirklich ein bisschen zu einfach. Gut, hier auf Grandstein kann ich gut Punkte gut machen. Verliere sie hier wieder. Ah, bin der Dritter. Mann! So. Ich darf aber keinen Fehler mehr machen, weil eben ich verliere hier schnell an Punkten. Woohoo! It's me, Mario! Woohoo! Boy! Und Superschau Schneeball lässt ihn alle hinter sich! Ja, Diablo! Er bringt mir einen Diablo-Mond. Geht sogar noch weiter, wa? Okay. Es geht ja noch eins, aber nee, darauf habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Dann hier wäre auch noch etwas. Okay, merke ich mir vielleicht auch nicht. Wir kommen jetzt ein bisschen da hoch. So, da hinten das Teil wieder. Jo, jo, jo. Moment, wie ging das im... Wie ging das vorhin schon mal? Wieder hat er irgendwo... Da drüben. Hatte ich nicht hier einen Strom nach oben? Natürlich! Sehr gut. Pusti, pusti, pusti! So. 251! Yeah! Die Odyssee kann noch weiter fliegen! Nee, kann sie nicht. Egal. Was? Wie viel steht da? Die Odyssee benötigt noch 249. Okay, das heißt mit 500 kommst du nochmal in so einen speziellen Flecken oder so. Keine Ahnung. Okay, nee, das sind doch zu viel. Sorry, Leute. 250 waren jetzt relativ nahe dran. Denke ich mir so, okay, kann man machen. Aber jetzt Ende auf 500 erhöhen. Für vermutlich noch ein weiteres Level und dann auch mal, vielleicht gibt es nochmal ein Bonuslevel bei 900 so etwas. Wobei, ihr könnt es mit so einem Spezialpart zusammenschneiden. Weil, boah. Denke mal so nächsten Wochen, Monate, wenn ich so privat ein bisschen spiele. So wöchentlich irgendwie 5
Monde bis 10. Ja, doch, da könnte er hinkommen. Das Schlemmerland. Die Schmausspitze. Ja, der Vogel ist noch da oben, oder? Ich glaube zumindest. Der olle Vogel. Oh, der Kubus ist ja da hinten. Nee, war was anderes. Stimmt, ich erinnere mich, wir hatten damals ja eigentlich schon das Level abgeschlossen. Jetzt war mir halt gerade, es wurde jetzt kein Kub angezeigt. Heißt jetzt, so ein Mondkubus hat sie gar nicht mehr. Oder aber, wir haben mir den aus dem Grund nicht angezeigt, weil ich es damals verkackt habe. Sieht alles ein bisschen anders aus, da täusche ich mich gerade. Hä? Ja, ein bisschen schon. Bis zur Unendlichkeit! Immer zurück. Aha. Ja, ja. Die Feuerbrüder. Nochmal 2D World. Yeah, yeah, yeah. Yeah, Hammerbro, Hammerbro. Ich bin der Hammerbro. Yeah, ich bin der Hammerbro. Hammerbro. Oh yeah, ich bin Hammerbro. Der Hammerbro. Oh yeah. Tschüss. Und da bin ich schon. Ja. Eben, hier Hauptstory-mäßig, also Hauptstory, doch kann man eigentlich so sagen, war hier fehlt das ja eigentlich irgendwie noch, aber da, wo, au, au, au. Toll. Oh no, Mamma Mia. Und das vielleicht deswegen, weil ich es noch nicht gemacht habe, als deswegen, oh super, der Mondcube noch nicht erreichbar ist. Wäre zumindest eine Theorie. Mann, Mario, sogar die hellste Leute vom ja, die hellste Kerze vom Leuchter bis da nicht gerade war. Immer wieder reinfallen. Oh. Der war natürlich jetzt fies. Oh no! Mamma mia. Blub, blub, blub. Blub. Blub, blub. Blub, die blub. Man will auch Blumen. Blub, die blub. Ah, das liegt daran, dass... Und die nehmen kann natürlich schon, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich deswegen... Kann man draufspringen? Ah. Den Magmafall hinauf. Der vermutlich längst überfällige Mond, kann man glaube ich so sagen. Chefgok, Konfrontation. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Chefgok, Gockel. Ja, das ist natürlich das Teil. Oh, Kacke. Ja, das war definitiv nicht geplant.
relativ schnell bin, relativ gut bin. Ja, relativ, ja. Ist alles relativ hier. Okay, nicht ganz das, was ich eigentlich gewollt habe. Na, ach komm schon, ich wollte gerade springen. Mario, wieso musst du auch gegen den... Ja, ist klar, hey. Arsche brennen, erstmal noch eine Weltreise starten. Mit Turbo-Tempo ist klar, Mario. Mhm. Ja, und so wisst du nicht. Lalalala. Aber dich schon. Boing. Cappy so, Mario, hol mir doch mal raus. Ja, war natürlich klar. So. Kurz hoch mal den Gockel grillen. Das, was wir eigentlich schon mal in einer Special-Mission in ja, Pilzkönigreich schon mal versucht haben. War zwar vermutlich so, wie ich jetzt schätze, die Hardcore-Version. Ich wollte gerade sagen, muss ich doch aufpassen hier. Achtung, da kommt die Paprika! So, es langsam mal oben sein. Ich hoffe es zumindest. Okay. Du. Komm her, du Grillhühnchen! Ich rupf dich. Ne, stimmt, da haben wir sogar gemacht. Das Bosslevel. Ich erinnere mich. Du. Das heißt, eigentlich müsste der Kampf jetzt gegen das Vieh ein bisschen einfacher sein, weil ja die Bosskämpfe in Peach Schloss, die sind ja eigentlich ein bisschen schwieriger. Prima! I'm looking for a heart! Where's the heart? Never looking for a heart, okay. Juhu! Das ganze Fleisch, die ganzen Kartoffeln hier. Soll ich weg hier? Wir sind ja Veganer. Obwohl Veganer dürfen Kartoffeln essen. Ich bin zwar kein Veganer und auch kein Vegetarier, aber jetzt in der Hinsicht muss ich sagen, ja, ein bisschen weniger wäre nicht schlecht. Schon wieder hier, glaub's nicht. Nein! Oh. So. Was bist du schon für ein Scheiß-Typ? Ich dachte, du wolltest nur noch die Mondkuben holen. Ja, ja, dachte ich auch. Shit happens. Boing. Sag mal. Der vielleicht letzte Multimond in diesem Part. Chef Gok. Kommentation.
Ja, der ist, glaube ich, gut abgekocht. So, jetzt die krönende Frage. Wie sieht's aus mit dem Mondquader? Yeah, Mario. Dann gibt es jetzt hier nichts mehr. Ich muss ganz kurz das Level verlassen. Könnte ja sein. Das Level verlassen wegen dem Mondquader. Und ganz kurz ins Ruinenland, einfach mal zum gucken, ob es dort überhaupt einen Mondquader hätte. Und dann geht es hier zurück zum gucken, ob jetzt der hier erscheint. Eventuell gibt es gar keine mehr. Obwohl es doch bezweifelt. Ich meine, wenn es in den meisten Ländern gibt, wird es hier wohl auch einen haben. Habt ihr den schon aktiviert hier? Nee, nie im Leben. Das wüsste ich noch. Na gut, Ruinland. Ob es hier einen gibt, bezweifle ich. Aber lebt er wieder? Der Herr der Blitze. Über den machen wir keine Witze. Ehrlich, mich am Arsch, gibt es echt einen. Ja, okay. Zurück bei Kingdom Hearts, Schlüsselschwerter und so. Nee, das war ja weniger. So, jetzt mal gucken, wo war der Mondquader jetzt hier genau? Ah, da unten, okay. Also, ich meine, das Land hier ist schon eher ein bisschen kleiner. Oh, der Bosskampf echt episch war. Und ich frage mich heute noch, wie kommt Bowser in den Besitz von so einem riesigen Vieh? Also sprich, warum hört der Drache überhaupt auf Bowser? Der könnte einmal kurz das Maul aufsperren, Bowser reinfallen lassen, alle unsere Probleme werden gelöst. Also Bowser irgendwie mit seinem Feuerbällchen was anhaben könnte. Es gibt nicht viel, aber es gibt ein paar. Interessant. Mann! Komm schon! Nein! Wow. Herr Wang müsste doch hier noch haben. Nee. Jetzt Thomas müssen es irgendwie schwierigere Rätsel, schätze ich jetzt mal, obwohl jetzt nichts verändert. Hier unten. Da ist eine Truhe, sehe ich da richtig? Ja, da ist wohl eine Truhe und da ist wohl der Mond drin. In der antiken Schatztruhe. So. Gut, dann zu Beginn des Levels sind jetzt 2 neue Monde erschienen. Das sind immer wieder solche mit 2D-Level und so, nicht wahr? Ja, ist aber wieder so ein Cube oder Mond-Cuben-Brunnen, keine Ahnung. Okay, ich meine, wenn es. Ja, ist natürlich schwierig zu sagen, aber wenn du halt von Welt zu Welt gehst, Mondcube aktivierst, ab und zu noch einen Mond findest und dann plötzlich, ey, du brauchst noch so und so viel, damit Odys noch weiterfliegen kann, dann natürlich schon. Du fragst dich dann, ja, wohin geht denn überhaupt noch? Ich meine, was kannst du noch alles entdecken? Und dass man sich so sagt, ja, auf die Art und Weise ist halt das Spiel doch noch sowohl, was halt die Monde betrifft, umfangreich, aber auch, was den spielerischen Inhalt betrifft, umfangreich. Ja, könnte man verstehen. So, hat sie einen, hat sie ja keinen, aber den irgendwie verpasst. Ne, es hat einen. Aber ist krass, warte, du musst erstmal die ganze, sag ich mal, Hauptmission pro Welt abschließen. Und erst dann darfst du Mondcube und so was mich machen. Es war faszinierend. So, ich müsste irgendwie in einen Feuerball rankommen. Im Schatten verborgen, jo. Ah, da kommt ja schon einer.
So, wo war jetzt? Da vorne. Ist er bereits da vorne? Was soll die Aufregung? So, dann haben wir den. Wir haben den beim Herrn der Blitze. Dann fehlen theoretisch noch 2 Orte. Wie bereits erwähnt, der Bowsers Schloss und dann noch der Mond. Sprich die helle Seite des Mondes, nicht die dunkle Seite. Ah ne, ich darf es nicht mehr sagen, die finstere Seite. Entschuldigung. Also es ist nicht mehr dunkel, ist alles finster. Auch nachts ist finster, ist nicht mehr dunkel. Das heißt jetzt auch Finstermond, nicht mehr Dunkelmond. Okay, war sowieso nie Dunkelmond. Sehr gut, dann aber auch bitte mal eine Rückfahrgelegenheit. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Wow! So, das wär's. Was? Nur einer Mario? Mamma mia. Ja komm, also 257 Monde. Gut, natürlich im Vergleich zu 999 ist schon ein bisschen wenig. Da muss ich zustimmen. Aber hey. Gut, da waren wir. Bowser's Land, mal gucken, hat sie auch ein Mondcube? Weil eben, ich glaube es eher weniger, weil jetzt kommen wir halt zu den Gefilden, die ein bisschen höher gelegen sind. Aber rein theoretisch, warum nicht? Tatsächlich, ich glaub's ja nicht. Ist der wirklich direkt vor Bowser? Ist das eine Abkürzung? Dankeschön. Ey, vor allem so ist eine Abkürzung, plötzlich steht's da. Ist eine Abkürzung. Alte Musik. Ist aber eine relativ coole Abkürzung. Ich glaube, es sind so ein Cooper hier. Yeah, ich will Wettrennen machen. Hier oben? Ja, mal gucken, komme ich denn hier? Ne, ich bin jetzt weit oben. Moment! Okay, das sind natürlich die Hasen. Was ist denn da vorne noch? Jetzt kommt es noch ein Bosskampf oder hier. Hä? Nee, oder? Glaube ich nicht und ich will es auch nicht wissen. Oder vielleicht doch, aber Spoiler. Haha. Unternehmen wird es mir irgendwie schon. So, wo ist denn jetzt hier der scheiß Mondquader? Boah, der ist da unten. Okay, bin zu weit. Das wird schmerzhaft. Oh! Warum nicht so schmerzhaft wie das hier? Wow! Wow! Du 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 du. Lalala. So, komm jetzt. Mario! So, ich meine, das ist kurz vom Mond. Auf dem Mond kannst du keinen Mondquader haben. Da wäre doch irgendwie, weiß auch nicht, unlogisch? Ich glaube schon, oder? Naja, was soll es da oben auf Bowsers Schloss schon geben? Entweder nochmal ein Refile gegen Bowser aus irgendwelchen Gründen oder die Buddles tauchen nochmal auf. Wird eines von beiden sein, ne? Was anderes kann man sich kaum vorstellen. Und falls doch, dann wird es vielleicht irgendwie etwas Episches sein, was ich nochmal im Bonuspart zeigen kann. Ungefähr weniger. Ich muss zurück zur Odyssey. Was macht ihr im Bowsers Palast, wenn ich mal fragen darf? Ja, so ein Stückchen hier, ein Mond ist vom Himmel gefallen. Okay, also ich meine nur, wenn der Mond vom Himmel fallen würde, ich würde mir ein bisschen Sorgen machen. Na, Peach so, nimm ihn doch. Die Ruinen der Wüste anschauen.
Mhm. Aber seht etwas, wenn wir nochmal mit Peach an einen Ort gequatscht haben. Ich meine, das mit der Wüste hat jetzt schon zweimal erwähnt. Das gibt mir ein bisschen zu denken. So, wie kommen wir jetzt hier mal schnell so zurück? Kann ich ein Level verlassen? Nee. Nein! Toll. Wow, wobei, geht ja auch so. Wo kommen wir jetzt wieder raus? Bitte irgendwo einen vernünftigen Ort. Natürlich ein Mondkubus. Warum ist es auch noch so einer? Aber ich glaube nicht, dass der führte mich direkt zur Odyssee. Ich glaube, sehr weniger. Hä? Was bringt das denn? Gut, da kann ich gesehen, dass irgendwie... Aha, mit den Münzen vermutlich, wa? Okay. Oh, meine Güte, meine Güte. Man will die Dinge ein bisschen abschließen, oder? Und denkt sich so, ja, gehen wir kurz noch dahin, das ist noch interessant. Und es dauert und dauert und dauert. Boah! Oh, die ganzen Umwege. Hallo Kumpel. Ich bin ja hinten. Nein! Oh, ich hab's nicht richtig gesehen. Ey, wollt ihr mich verarschen hier oder was? Dann muss ich kurz spielen und neu starten. Ein Souvenirshop. Oh Gott. Wieso gibt es ja keine Abkürzung, dass man sagen kann, ins Menü gehen und Level beenden? Da passiert ja gerade etwas. Ah. So. So. Seh nix. Ja, man, noch größere Umwege. Ich wollte gerade sagen, hier muss ich wieder aufgehen. Das wäre es gewesen, wegen, ja, du bist eingesperrt, da kommst du immer raus. Das Gegenteil von, du kommst nicht rein. So. Dann würde man sagen, Freunde, wir können endlich die Erde verlassen und es geht ab zum Mond, beziehungsweise, ja, es geht zum Mond. Wir verlassen die Erde. Ob jetzt dunkle Seite, helle Seite, scheißegal. Es geht auf den Mond. Oh je. Ja, Mario sagt schon richtig. Oh je. Der Weg zum Mond. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ja, mit einem Heißluftballon zum Mond fliegen. Das ist eine interessante Idee. Natürlich hat sie auch einen Mondquader. Ja, ich erinnere mich wieder, jetzt wo ich ihn sehe, erinnere mich wieder, dass hier einer war. So, wenn ich hier schon mal... Gehen wir ganz kurz in den Shop hinein. Ist Peach auch hier? Ich glaube, sehr weniger war. So, komm. Ja, neue Klamotten gucken.
Zum einen, ich glaube, mondmäßig wird es ja nichts mehr geben. Hä? Haben die nicht gekauft damals? Verwirrung. Shopping im Mondscheinkrater. The Moon's Shining. Dr. Mario. Ja, dass das gemeint ist mit in Peach Schlossen, so wegen Dr. Mario, glaube ich, eher weniger. Weil der, ja, der sagt ja deswegen so, ja, Originalmütze und so, aber da ist ja die Retro-Mütze. Luigi-Mütze aber auch schon. Da gibt es echt mal irgendwie eine Mütze im Nintendo 64-Style. Da können wir jetzt noch am ehesten vorstellen. Gut, also, Mondhunde. Der Money-Mond ist out. Hundemond sind in. Wahoo! Juhu! Der Wächter des Kraters und des Quaders und des Quasimotos. Oh, es flimmert, es ist hell. Neue Monde auf dem Mond. Ja, Monde auf dem Mond. Geil. Daumen hoch und so, wa? So, wenn ich jetzt schon auf dem Mond bin, kann ich ja auch genauso... Ach du Scheiße, wie kann man da hoch? Das klappt nicht so. Let's Pecco. Die Rumnehmen geht nicht, weil würde ich gerne irgendwie, ich weiß, klingt ein bisschen doof, wenn ich so sage, aber würde ich gerne reiten. Nö. Der hat keinen Bock drauf. Ja, gut, wenn der nicht will. Wuhu, immerhin Mario hat Spaß. Wuhu, wuhi. Ah, nein! Zurück zur Erde! Ja, ich lerne es nie. Ja, zu Recht. So, lerne ich es vielleicht dieses Mal? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Wer bist du? Das ist eine Herausforderung? Pfeillaufen geht's... Nee. Vielleicht ein anderes Mal. Wuhu. Yehe. Moon. Prism Power. Mega. Oder wie ging der Spruch? Da ist ja eine Frau auf dem Mond. Seht ihr mal? Oh, der Fels hat 90% mehr blau als grün. Es ist unglaublich rund. Wunderschön. Die Erde. Unser Planet. Sehr gut, Leute. Damit endgültig unterwegs zum... auf ein anderes Land. Let's go. Auf zur dunklen Seite.
Kann man sicher noch irgendwie ein Level mehr geben, weil eigentlich Platz unten auf der Leiste wäre ja noch. Let's go! Wir brauchen mehr Licht! Kaninchenkrater. Die dunkle Seite. Also auch ein Monkubu? Sieht nicht so aus. Ein Monkubu. Viele Hasen. Ich habe noch ein bisschen beobachtet. Gibt es hier überhaupt Monde? Ankommen am Kaninchenkrater, okay. Ja, dann. Wobei, warte mal, Kaninchen wollte man verarschen, die Budels schon wieder. Wobei, wir haben die Budels platt gemacht, wir haben ihre Mutter platt gemacht, jetzt kommt der Vater, wa? Jetzt kommt der. Ja, wir sehen sie dann. Obwohl, ja, wir sehen es gleich. Oh, nee. Ich hatte so gehofft, ihn nie mehr wiedersehen zu müssen. Boah. Also, come on, Nintendo. Da hättet ihr euch echt was Besseres einfallen lassen können. Aufhalten. Ja, das Geheimnis des dunklen Mondes. Wer sind die Brudels? Wollt ihr verarschen? Bowser ist natürlich nur so eine Art Zwischenboss. Ne, wirklich im Gegner sind die Brudels. Ich wollte mir ernsthaft erzählen, Leute. Okay. Spiele ich halt das Spielchen mit. Ja, auf dem Mond habe ich ja total einen Vorteil. Er ist nicht lang genug. Hoch genug. Du weißt schon. Und er markiert. Er hat auch einen gewissen Vorteil. Wow. Ja, natürlich wegrennt. Mit der, ist nicht ganz so einfach, wie man vielleicht hoffen könnte. Aber vielleicht kommen jetzt alle vier miteinander. Dann wird natürlich noch schwieriger. Okay, kann man relativ schnell. Ja, Problem ist halt, während ich die Mütze werfe, habe ich nicht wirklich die, wie soll ich sagen, die Kontrolle darüber, was sonst noch machen kann. Das sprich, ich muss immer erst warten, bis die Mütze zurückkommt, bevor ich mit Mario laufen kann. Das ist gerade ein bisschen mühselig gewesen, aber okay. Ja, wenn man nicht beschweren, natürlich ist es ein bisschen schwieriger und so soll es ja auch sein, hey, ist ja Postgaming. So. Ist irgendwie immer noch. Mann! Ja, ist natürlich auf dem Mond auch ein bisschen lahmarschiger. Ey! Was ist das für eine Scheiße? Kommt man nicht weg? Okay, eigentlich ist das schon gegessen, weil das ist ziemlich sicher die sichere.
Variante. Das ist echt ein Problem. Ich meine, wie kommst du schnell genug wieder weg von dem Viech? Gut, ich meine, rein theoretisch einmal draufschmeißen und dann zurückgehen geht ja auch nicht, wenn der Huhn noch lang genug ist. Darf nicht frontal angreifen. Weil er muss sowieso erstmal auf dem Boden auftitschen und kann dich erst dann erreichen. Aber das ist klar, ja, das dürfte kein Problem sein. So, okay. Das könnte theoretisch ein Problem sein. Das ist relativ flink. So, das lief, würde ich mal behaupten, sehr, sehr gut. Oh. So, jetzt wird es halt ein bisschen tricky. Ja, aber solange es unter einen Treffer ist, ist es noch zu verkraften. Nur der einen Treffer war. Oh, wie ich diese Scheißhasen hasse, ganz ehrlich. Jäger! Wäre zumindest froh, wenn ich mich heilen dürfte. Münzen, ja, sind gut für ein Reboot, aber... weil hoffentlich sozusagen abgespeichert hat, in dem sowohl, wenn ich jetzt halt wieder neu laden müsste. Ja, okay, also 2 Schaden war definitiv zu viel. Einer wäre akzeptabel gewesen. Obwohl, es wäre zu verhindern gewesen, ganz in der letzten Phase. Ja, natürlich jetzt so keine Chance. Aber vielleicht ist es so gewollt. Echt noch die Hardcore-Challenge, dass du halt alle platt machen musst, ohne Energy. Wobei im Prinzip kannst du natürlich noch ein extra Herz einkaufen. Shop auf einem anderen Level. Die haben mich alles gelacht. Ich hab die eigentlich nicht schwierig gefunden. Ja, wobei jetzt? Seltsam, was zurückgeschlagen hat, das sonst auch immer funktioniert bei denen. Oder bei ihr. Nein, du musst da echt alles an einem Stück machen. Wollt ihr mich verkackeiern? Das ist der Sinn von der dunklen Seite des Mondes. Okay. Ja, da durchschwingen kann, können 2 Parts draus machen. Das ist ja halt ein bisschen, ja. Spannender ist das falsche Wort dafür. Und wenn es einfach, ja, ein bisschen unterhaltsamer ist. Noch länger dauern würde. Natürlich, ich sag's mal so, die Herausforderung, alle 4 Brutals ohne extra Energie, ohne Absperren und so zu schaffen, erinnert schon wieder ein bisschen an die früheren Mario-Teile.
Das ist auch gut so. Gar kein Thema, so eine Challenge einbaust. Das war selten dämlich. Und wenn ich auf dem Mond war, rutscht auch ein bisschen. Ja, hätte ich eigentlich einkalkulieren müssen, also insofern. Toll. Ja gut, ja, bringt eh nichts mehr so. Gut Leute, dann würde ich sagen, das tue ich mir nicht mehr an. So finde ich das Spiel jetzt doch nicht geil, dass er jetzt das noch irgendwie mitmachen würde. Da ist irgendwie noch etwas. Das sah jetzt gerade so aus. Naja. Ja, da oben geht es noch irgendwie hin. Da wird vielleicht ein Multimond sein oder was anderes. Man muss nach den Vieren hier muss man vielleicht noch gegen die Mutti antreten. Vielleicht kommt sogar der Vati auch noch. Kein Schimmer. Und ich würde sagen, ich bleibe bei meinem ursprünglichen Plan. Von wegen, dass es an dieser Stelle jetzt halt ja, das Let's Play vorbei ist. Eventuell gibt es nochmal zusätzliche Parts. Das heißt, wenn etwas Spezielles passieren soll. Zum Beispiel, wenn ich irgendwann noch den 500. Mond einsammle und merke, hey, es gibt noch eine Welt, dass ich halt noch mal ein paar mache und ein paar Szenen zeige aus der letzten, oder der weiteren Welt, sagen wir mal so. Und dann natürlich der letzte Mond, falls ich überhaupt mal irgendwann einsammeln sollte, die Nummer 999, falls da irgendwas dahinter steckt. Nach irgendwas Spezielles so, kein Schimmer. Dass das ein anderer zeigen würde, was er überhaupt mal schaffe. Und natürlich auch noch so ein Fall wäre, halt jetzt hier mit den Boodles. Ich meine, klar, ist für uns offensichtlich, wir müssen alle 4 platt machen, hintereinander, ohne Speichern, okay. Aber was kommt danach? Und so was Spezielles, ist es etwas, das es lohnt, dass wir das zeigen würden? Ist einfach nur, wie bereits Mut, entweder nach Multimond direkt oder müssen nochmal gegen die Mutti antreten und dann kommt der Multimond. Und in dem Sinne würde ich eigentlich echt sagen, wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen und für diejenigen, die sich halt da auf ein langes Let's Play gefreut haben, tut mir leid, dass ich jetzt da die Erwartung nicht erfüllen konnte, aber ich habe es, denke ich mal, ja, soweit auch erklärt, wieso es für mich jetzt nicht unbedingt das Beste 3D Mario ist. Es ist definitiv ein guter Teil und es macht ja auch Spaß, wenn man halt da auf gewisse Aspekte Freude dran hat. Vor allem eben auch, dass es halt sehr viele Monde gibt und dass es deswegen, vor allem der erste Teil, ein bisschen mit Hauptstory, also sprich ein bisschen mit Bowser, Peach befreien und so, dass der halt relativ einfach ist. Multimonde bekommst du halt in den Arsch geschoben, muss man so sagen. Es hat ja von dem her auch viel zu viele. Für meinen Geschmack halt eben. Aber wenn man darauf steht, also generell ist es natürlich auch gut gemacht, aber wir haben aber alles schon dutzende Mal erklärt. Und ja, jetzt natürlich mit dem Postgaming werden wir nochmal ein kurzes Fazit ziehen. Dann mit dem Mondcube natürlich und dass man hier nochmal ein bisschen weiter kann und so. Ja, klar, es macht Spaß, aber für meinen Fall würde ich jetzt sagen, so, was echt mit, ja, eben fast 1000 Monde wäre es eigentlich echt ein Langzeit-Let's Play. Und, nee, dafür finde ich halt dieses Mario nicht spannend genug, nicht abwechslungsreich genug, im Gegensatz zu anderen Mario-Teilen, aber ist eine Geschmackssache. Für mich persönlich bleibt, glaube ich, immer noch Sunshine, Super Mario Sunshine von GameCube ist für mich immer noch auf Platz 1, gefolgt von Galaxy 2. Und dann Platz 3 wird langsam schwierig. Ich glaube, Super Mario 64 auch schon wegen Nostalgiegründen und weil Bowser da echt noch furchterregend war, auch die Mucke und alles. Dann 4. Platz vermutlich Odyssey und 5. dann Galaxy. Hätte ich jetzt mal so gesagt. Nicht, dass einer von denen schlecht wäre oder so, aber ja, doch die anderen beiden, oder die anderen Teile noch ein bisschen besser. Na gut. Spielt keine Rolle. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen, trotz allem und wer weiß, bis zum nächsten Part oder bis zum nächsten Spezialpart bei Super Mario Odyssey oder bei einem anderen Mario-Projekt oder halt bei einem ganz anderen Projekt, was überhaupt nichts mit Mario, Luigi und Co. zu tun hat. Wir werden sehen. Bis dahin, ciao zusammen!